Hallo, ich bin die Azize Gappar. Ich bin 18 Jahre alt und lebe in München seit 10 Jahren. Ich bin eine Uigurin und komme ursprünglich aus Rulja. Es ist eine Stadt in China. Das hier ist meine Oma, Shemshremer Ablis. Sie ist 72 Jahre alt und wir haben seit Mitte 2017 keinen Kontakt mehr zu ihr oder allgemein zu unserer Familie dort in Rulja. Also das letzte Mal, als wir gefacetimed haben, hat sie halt gesagt, ja okay, ruft uns jetzt langsam nicht mehr an, weil es wird jetzt ein bisschen gefährlich für die Uiguren. Und das haben wir dann halt auch nicht gemacht, weil wir einfach Angst hatten. Und dann haben wir halt die nächsten Monate einfach auf Anrufe von denen gewartet, aber es kam halt nichts. Und dann haben wir ein bisschen später erfahren, dass sie seit August 2018 in einem dieser chinesischen Lager festgenommen wurde. Wie schon gesagt, meine Oma ist 72 Jahre alt. Wir wissen wirklich nicht, warum sie jetzt dort festgenommen wurde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas gemacht hat, was für die Regierung jetzt eine Straftat sozusagen wäre. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber seit ungefähr 2, 3 Jahren werden viele Uiguren festgenommen und es sind über 3 Millionen Uiguren in diese chinesischen Lager. Das sind halt Konzentrationslager, einfach wo sie Arbeitslager, wo sie arbeiten müssen und wo sie halt eine Gehirnwäsche bekommen sozusagen. Also viele Menschen, die rausgekommen sind, haben dann wirklich vergessen, wer sie überhaupt sind und haben halt ihre Sprache vergessen. So versucht halt China uns Uiguren auszulöschen. Und wie wir halt darüber, also wie wir uns fühlen, also das ist meine Oma. Ich habe jetzt seit 2, 3 Jahren gar keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Wir sind wirklich äußerst, wirklich traurig. So, meine Mutter weint jeden Tag. Ihre Psyche ist wirklich kaputt gegangen. Seitdem sie erfahren hat, dass sie in ein Lager gekommen ist, dass meine Oma in ein Lager gekommen ist, sie wusste halt gar nicht mehr, was sie gemacht hat. So, wir sind nach Hause gekommen und das Klima war einfach wirklich düster. So, man konnte halt nicht mehr lachen oder Spaß haben, weil man hatte dann immer so in den Gedanken, okay, hier lachen wir in Deutschland, uns geht's gut, aber dann unsere Familie in Rulja in China, so, was passiert gerade mit denen? Sie werden in Lager gesperrt, sie bekommen vielleicht irgendwelche Medikamente dort ab. Und also meine Mutter weint jeden Tag. Also ich denke, wenn ich jetzt meine Mutter nicht mehr haben könnte oder wenn ich sie nicht mehr sehen könnte, wenn ich keinen Kontakt mehr zu ihr habe, ich weiß nicht, was mit mir passieren würde. Und das ist einfach, ich kann es halt nicht mehr wirklich ausdrücken. So, uns zu Hause, es ist nichts mehr, wir sind nicht mehr glücklich, wir sind nicht mehr fröhlich, wir haben gar keinen Kontakt mehr zu unseren Familien. Ich weiß nicht mal, ob meine Oma jetzt noch lebt oder nicht, sie ist schon wirklich alt jetzt, sie braucht eigentlich ihre Ruhe jetzt, aber sie ist halt immer noch in den Lagern, wir haben jetzt auch nichts von ihr gehört, dass sie rausgekommen ist, also es gibt gar keine Informationen und ja, also wir fordern nur die Regierung auf, dass sie unsere Oma freilassen, unsere anderen Verwandten freilassen und die über 3 Millionen Uiguren, die in diesen Lagern eingefangen wurden, auch freizulassen.